Hey liebe Leute, Mr. J und Mike und heute mit einem PS4 Special. Es ist 7 Uhr am Morgen bis um 2 Uhr am Morgen. Ist ja gestern das Info-Meeting von Sony gegangen und dort ist die PS4 angeschaut worden. Also nicht das Modell. Das Modell haben wir nicht gesehen, wie die PS4 genau aussieht, aber es ist eher das Konzept erklärt worden, was sich alles verändert hat, was sind eigentlich Grundgedanken von der PS4 und natürlich auch, was ist die Hardware, was steckt drin. Was wir aber gesehen haben, ist der Controller, den hat man wirklich eins zu eins gesehen. Man hat ihn gezeigt. Aber zu dem komme ich jetzt später. Jetzt wollte ich eigentlich zeigen, was eigentlich in der PS4 alles drinsteckt. Da haben wir ja schon einiges gehört, es sind auch einige Gerüchte umgegangen. Gestern haben wir die Fakten bekommen, was wirklich in der PS4 steckt. Ja, kommen wir mal zum Kern von der PS4. Dort haben wir natürlich den Prozessor und der basiert auf der x86 Prozessorarchitektur, ist natürlich auch im PC vorhanden und der hat 8 Kerne, der Prozessor. Und man hofft natürlich mit dem PC-ähnlichen Prozessor, dass mit Spielen besser laufen kann und auch für die Entwicklung um einiges einfacher ist. Ja, als Arbeitsspeicher haben wir bombastische 8 GB für eine Konsole, extrem viel. Wir haben noch HDD-Festplattenspeicher und natürlich noch Blu-ray 6-fach Laufwerk. Ist besser als irgendwie ein Diskettenlaufwerk, aber das kennen wir ja von der PS3. Ja, jetzt zum Controller. Das ist der DualShock 4 Controller. Der hat zahlreiche neue Funktionen integriert. Und zwar ist er ein bisschen grösser als der PS3 Controller. Zum Beispiel sind auch die Analogstick weiter auseinander und zeigen auch konvexe Oberfläche. Ich denke mal, das hat dazu geführt, dass man dann einfach einen besseren Halt hat mit den Daumen drin. Und dann haben wir noch das digitale Steuerkreuz, ist auch überarbeitet worden und X, Viereck, und Kreistasten sind an sich gleich geblieben. Wo noch Änderungen gegeben hat, sind bei der R2 und L2, also bei den Schultertasten. Dort haben wir geschaut, dass man wirklich mehr Halt hat. Was sich wirklich sehr verändert hat zwischen den Analogstick, befindet sich jetzt nicht mehr die Select- und Starttaste, sondern ein neues Touchpad und das kennen wir vielleicht indirekt auch von der PS Vita. Mit einer präzisen Fingereingabe ermöglicht es eigentlich in den Menüs zu navigieren. An der Stirnseite befindet sich eine LED-Liste, die dient zur Nutzeridentifikation und auch zur dreidimensionalen Erfassung durch die neue Stereokamera, die natürlich bei der Konsole beiliegt. Dazu haben wir natürlich noch Bewegungssensoren und den Vibrationsmotor, dass wir den Rumble-Effekt beim Zocken natürlich noch haben. Für die schon mal ein Xbox-Gerät in der Hand haben, die wissen, dass man da ein Headset machen kann, also allgemein Lautsprecher und Mikrofon. Da hat sich, denke ich mal, Sony ein Bild vom Xbox-Controller genommen und hat das übernommen. Also sollte das auch beim Controller von der PS4 der Fall sein, dass man das Headset, Mikrofon, Lautsprecher kann anmachen kann. Ja, das ist eigentlich die Hardware, die in der PS4 drinsteckt. Das ist schön und gut, aber man muss natürlich auch ein Konzept haben, das die Sony verfolgt. Und da haben sie 5 Hauptkriterien. Das ist zum Beispiel die Einfachheit, der sofortige Bezug, dass man das wirklich immer brauchen kann, Soziales, Integrierte und natürlich das Persönliche, dass es wirklich personifizierbar ist, dass man das umgestalten, wie man es eigentlich will. Und 2 wichtige Stichworte, die sie verfolgen, das werden wir nachher auch noch sehen beim Remote Play. Das ist Soziale und sofort. Also es geht ihnen darum, dass sie sofort spielen können. Ein Beispiel ist, wenn man zum Beispiel jetzt vom Online-Store ein Spiel kauft und abladet, wollen sie nicht, dass man noch 1 Stunde muss warten muss, sondern gerade von Anfang an kann im Spiel spielen, während es noch am Abladen ist. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Macht sicher Spaß, dass man nicht irgendwie 2 Stunden muss warten. Wir kennen es, glaube ich, alle genug gut. Wenn wir irgendwie welche Map-Packs abladen, warten wir ewig. Die Frage ist nachher, wenn man nachher mehr mit dem Online-Store schafft, hat man nicht mehr wirklich vielleicht das Konsolenfeeling, dass man wirklich die Spiele noch geht, im Laden kaufen, dass man irgendetwas in die Konsolenmenü drücken, was ja eigentlich die Konsole ausgemacht hat, die Spiele reinzustecken. Wenn nachher alles über den Online-Store geht, ist das halt vielleicht ein Verlust oder doch etwas Gutes. Ja, jetzt noch vielleicht zum Sozialen. Der Controller hat
eine Share-Taste und da geht es wirklich darum, dass man mit den Kollegen kann eigentlich das Zeug zeigen, was man gerade gemacht hat. Zum Beispiel nimmt es ein paar Minuten auf, kann man das den Leuten zeigen, Screenshots vielleicht auch noch. Dort ist es eigentlich noch recht offen. Was ich noch gehört habe, ist zum Beispiel, wenn jemand nicht weiterkommt in einem Level, kann der eine vom Kollegen von sich daheim aus ihm die Passage jetzt machen. Er tut es auch sharen miteinander, also sie verbinden sich, teilen es und dann kann jemand anderes für den Kollegen von daheim aus beim anderen das Land machen, wenn er nicht weiterkommt. Natürlich auch eine coole Sache. Natürlich auch die Frage, wie weit will man und will man eigentlich die Leute reingreifen lassen in der PS4, aber an sich eine neue, gute Sache meiner Meinung nach. Dann haben wir noch das Remote Play, das finde ich jetzt etwas wirklich ganz Cooles. Muss man mit Vorsicht geniessen, dass man halt nicht wirklich ständig vor diesen Bildschirmen sitzt. Man sieht es ja heutzutage in den Zügen, in den Bussen, dass jeder nur noch vor seinem iPhone vegetiert. Aber was cool ist, dass man jetzt zum Beispiel bei der PS4 anfängt zu zocken, merkt, hey, ich muss jetzt 5 Stunden Zug fahren, was mache ich? Und dann kann man auf der Vita zum Beispiel das Game weiter streamen. Das heisst, man kann das, was man auf der PS4 am Zocken war, gerade auf den Weg noch mitnehmen und weiterspielen. Finde ich an sich eine saumässig coole Sache. Also wirklich etwas überlegt, dass man halt ein bisschen auch unabhängig wird von der festen Station, von der PlayStation 4 Station. Ja, das ist eigentlich das Konzept von der PS4. Gestern ist natürlich das Meeting 2 Stunden gegangen, das wollte ich euch nicht antun, dass ich 2 Stunden darüber rede. Das ist einfach das Wichtige in Kürze. Es sind natürlich auch noch Spiele gezeigt worden und Demos und von dort wollte ich euch eigentlich die Spiele, die mir am besten gefallen haben oder wo ich am besten gefallen könnte, schnell zeigen. Und der erste Titel heisst Knack und da geht es darum, dass man ein Roboter ist, Gegner eliminiert und dann ihre Teile aufnehmen, also in sich aufnehmen und dann wird man stärker und mächtiger und das sind eigentlich die Spielentwickler gewesen, von die es kennen, PS1 Crash Bandicoot oder PS2 Jack and Dexter, also Jump'n'Run Spiele wirklich und auch von God of War 3 haben die Leute mitgearbeitet und ich denke mal, das wird ein cooles Spiel, wo man sicher auch perfekt auf der PS Vita übernehmen kann, wenn man nachher die Heime nicht mehr weiterspielen kann und unterwegs ist. Jump'n'Run eignet sich, denke ich mal, immer sehr gut auf der PS Vita. Das zweite Game, mein Liebling, also das Intro ist abartig gut gewesen, ziehen so rein, das gibt's unten in der Beschreibung und zwar ist das neue Killzone Shadow Falls und zwar geht's darum, dass man eigentlich wie Berliner Mauer 2 Parteien hat und die sind wirklich verfeindet. Ihr seht es eigentlich im Intro, ich wollte gar nicht mehr erzählen. Schaut rein, natürlich die Grafik sensationell, kommt wirklich an PC-Engine, PC-Grafik an, hat bei mir wirklich mega Spaß gemacht und wenn das wirklich so ist, kauft es mir sofort. Das zweite Game ist Drive Club und der kommt auch wieder das ganze Soziale kommt. Und zwar tut man dort das ganze Rennteam erstellen, also man ist mit den Kollegen ein Rennteam und tut auch gegen andere Teams auf der ganzen Welt antreten und ja, man ist eigentlich jederzeit bereit. Ja, es sind lizenzierte Autos, zum Beispiel Pagani, Koenigsegg, Bugatti und weiss nicht was. Und das Modellieren ist wirklich abartig krass. Sie haben wirklich alles ausgemessen, zum Beispiel einen Skiwerfer, haben den dann im Programm übernommen und 1:1 umgesetzt. Also die Grafik zum Beispiel vom Auto aussen und vom Cockpit wirklich sensationell. Das nächste Game ist eigentlich Infamous, kennen wir da, den Mann mit den speziellen Fähigkeiten, mit der Kraft. Und das ist Infamous Second Son. Da auch wieder das Intro schauen, so ja, es ist wirklich nichts vom Gameplay, sondern das reine Intro. Macht aber schon Bock zum Spielen, wenn man das Intro sieht. Kann ich nur empfehlen. Infamous allgemein, wirklich gute Serie, macht Spaß. Das nächste Game ist Beyond Two Souls. Was dort aber wirklich saumässig cool ist, ist nicht das Game an sich selber, sondern der Aufbau. Wenn man zum Beispiel einen Charakter aufbaut, schafft man ja mit Polygon. Mit dem Polygon erzeugt man auch einen dreidimensionalen Raum. Das sind die Linien eigentlich, die den Raum zusammenheben. Und desto mehr Polygon man eigentlich braucht, desto mehr Details kann man machen. Im 1999 hat die Firma noch mit 150 Polygon geschaffen für einen Charakter und jetzt sind es bei 30'000 angekommen. Was hat das mit sich zu führen? Man kann wirklich die Emotionen der Leute in den Gesichtern erkennen.
Wenn man zum Beispiel mit den Augenbrauen hochgeht, dann merkt man ein bisschen Verwunderung und das kann man jetzt wirklich zeigen und es macht wirklich Spaß, die Emotionen in den Gesichtern können abzulesen. Ja, gehen wir gerade weiter. Und zwar sind wir jetzt bei Capcom angekommen und die haben ihre eigene Engine vorgestellt und die heißt Pantaray, Codename Pantaray. Und dazu haben sie ein Fantasy-Rollenspiel namens Deep Down vorgestellt. Auch da seht ihr in der Beschreibung schnell das Intro. Die meisten haben gar nicht so viel erklärt, sondern einfach ein, zwei Sachen wollen zeigen. Square Enix hat auch ihre eigene Engine und zwar Luminous heißt sie. Und das sind auch die Macher von Final Fantasy und die hoffen natürlich, dass sie bei der diesjährigen E3 auch etwas von Final Fantasy können zeigen. Dann haben wir noch Ubisoft, auch ein abartig gutes Game. Dort haben wir drin Watch Dogs. Um was geht es dort? Es geht darum, dass man wirklich alles fernsteuern kann. Man wird bewacht, man kann alles, was mit Elektronik zu tun hat, kann man fernsteuern. Sehen ihr im Intro sechs Geldautomaten, Kamera, Handys, U-Bahnen bremsen oder die Pylonen, die Straße blockieren, die im Boden verankert sind, auffahren. Sehen ihr wirklich im Intro. Coole Idee. Und mein Highlight natürlich, wir kennen alle die Firma Blizzard, Diablo 3. Die haben das jetzt so gemacht, dass Diablo 3 auf der PlayStation 4 kommt. Was sie noch integriert haben, ist ein Multiplayer-Modus. Wirklich coole Sache. Bin ich gespannt, wie das rauskommt mit der PlayStation 4. Ja, als allerletztes haben wir noch die Firma Bungie und das sind ja die Entwickler von Halo. Und ich habe mir nur die Xbox gekauft für das Game Halo, weil es einfach der absolute Hammer ist. Und die haben jetzt ein Spiel für die PS4 Shared World Shooter Destiny heisst's. Und es sieht ähnlich aus wie Halo, also die Umgebung, die Grafik, sage ich jetzt mal, das Spielfeeling kann ich nicht sagen, aber schaut euch ja da selber das Intro an und macht euch ein Bild davon. Ja, also ich komme zum Schluss. Die 2 Stunden von gestern habe ich jetzt mal versucht zusammenzufassen in 12 Minuten. Ich hoffe für die, die das Streaming nicht haben können sehen, dass sie verstanden haben, was ich eigentlich meine. Und ja, über den Preis von der PS ist eigentlich noch nichts bekannt. Es gehen Gerüchte um, sie wird etwa auf die $400 kosten in Amerika, in den USA. Und wir können sicher damit rechnen, dass sie bei uns ein bisschen teurer wird, aber auch da, wenn sie dann rauskommt, einfach ein paar Monate warten, wenn ihr das könnt. Und dann wird sie auch wieder günstiger. Ja, ich wünsche euch eigentlich noch einen schönen Tag, noch einen schönen Nachmittag. Ich melde mich ab und man hört sich das nächste Mal. Schönen Peace und out.